Feuermähne. Abenteuer in einer anderen Welt. Die Rache der Zauberin. Der 15-jährige Schüler Peter wird durch die Kräfte eines magischen Pentagramms, das er in einer Höhle entdeckt, in eine andere Zeit versetzt. Dort trifft er Queck, den Elfenkobold, seinen künftigen Freund und Begleiter. Beide suchen nach einer Möglichkeit, Vakanien wieder zu verlassen und in ihre Welten zurückzukehren. Sie treffen auf Melord, den Seher. Von ihm erhalten sie den Hinweis, dass die Lösung ihres Problems das Amulett des schwarzen Magiers Xavros ist. Aufgrund seiner roten Haare, die es in Vakanien nicht noch einmal gibt, bekommt Peter einen neuen Namen: Feuermähne. Auf ihrer Suche nach Xavros und dem Amulett werden die beiden von Pallas dem Falken begleitet, durch dessen Augen Melord ihr weiteres Geschick beobachten kann. Während unsere Freunde Feuermähne und Queck der Elfenkobold auf ihrer Wanderschaft durch Vakanien hoffen, auf Xavros, den schwarzen Zauberer, zu stoßen, um mit Hilfe seines magischen Pentagramms wieder in ihre Zeit zurückkehren zu können, spitzt sich auf der Festung der Herrin des Nebelwaldes die Situation dramatisch zu. Ich habe mein Bestes versucht, Fürstin, aber Sie sind mir entwischt. Pech und Zweifel! Und was mich am meisten ärgert, ist, dass es diesem hyänenköpfigen Lumpen ein zweites Mal geglückt ist, mich hinters Licht zu führen. Hyänenköpfiger Lump? Es sieht ganz so aus, als sei der Hyänenspion an den Ort zurückgekehrt, an dem er vor nicht allzu langer Zeit bereits schon einmal seinem Geschäftspartner das Fell über die Ohren gezogen hat. Damals hatte er der Herrin des Nebelwaldes eine billige Kopie seines magischen Bumerangs angedreht und sich dieses wertlose Stück Holz auch noch teuer bezahlen lassen. Dass er es noch einmal wagt, hier zu erscheinen. So viel Frechheit hätte ich ihm nicht zugetraut. Fürstin, ihr müsst aber zugeben, dass die Reparaturarbeiten an unserem Kellergewölbe dringend notwendig waren. Und seine beiden Komplizen, die sich als erfahrene Handwerker ausgaben, haben anfangs so gute Arbeit geleistet, dass man unmöglich auf die Idee kommen konnte, dass sie mit solch einem Halunken unter einer Decke stecken würden. Keine Ausflüchte, Gregor. Du hast kläglich versagt. Ich hatte dir aufgetragen, die Arbeiten im Gewölbe genauestens zu überwachen. Anstelle dessen lässt du dich von diesen Burschen betrunken machen und zeigst ihnen auch noch meine Schatzkammer. Diese Angelegenheit bügelst du ganz allein wieder aus. Sonst bist du die längste Zeit in meinen Diensten gewesen. Herrin, immerhin habe ich, bevor ich die Verfolgung aufnahm, von den Zinnen unseres Hauptturms aus gesehen, dass dieser, wie ihr ihn nennt, Hyänenspion hinter der ganzen Sache steckt. Schweig! Du Trunkenbold. Bist du jetzt wenigstens wieder einigermaßen nüchtern? Wie ein frisch geborener Säugling. Na, so siehst du ja nun wirklich nicht aus. Fassen wir also noch mal zusammen. Nachdem du völlig betrunken warst und deinen Dienst auf unglaublich sträfliche Weise schändlichst vernachlässigt hast, verständigten diese sogenannten Handwerker den Hyänenspion und trugen, während ich mit meiner Nachmittagsmigräne im Turmzimmer lag, mehrere Säcke prall gefüllt mit Goldstücken aus der Burg. Ich darf überhaupt nicht daran denken. Unglaublich. Und du wagst es, zurückzukommen, um mir zu sagen, dass du ihre Spur verloren hast? Wir haben alle unsere Reittiere gestohlen. Ich bin eben nicht mehr der Jüngste. Zu Fuß hatte ich keine Chance, sie einzuholen. Alle Reittiere. Sie haben den gesamten Pferdestall ausgeräumt. Ich höre wohl nicht recht. Das nimmt ja kein Ende mehr. Aus den Augen! Lass dich heute besser nicht mehr bei mir blicken. Hinaus! Ja, Herrin. Verzeiht, Herrin. Hinaus! Auf Gregor kann ich mich in diesem Fall nicht verlassen. Ich glaube, dass er ein wenig zu alt für diesen Posten hier geworden ist. Nun, es hat nicht viel zu sagen, wenn die Kräfte der Menschen schwinden. Ich verfüge über Mächte und beherrsche Kräfte, die nie versiegen.
Nach einigem intensiven Suchen in der Bibliothek wird die Herrin des Nebelwaldes fündig. Hoffentlich hält der Titel, was er verspricht. Das schwarzmagische Buch zur Verwandlung unliebsamer Gegner. Ans Werk. Das werde ich schnell herausgefunden haben. So, was haben wir denn hier? Verwandlung in Gegenstände. Oh nein, das ist langweilig. Verwandlung in Pflanzen, in Tiere. Warum nicht? Das macht Spaß. Genau in Schweine werde ich sie verwandeln. Rasch ist der Zauberspruch gesprochen, in den die Herrin des Nebelwaldes allen Hass und alle Wut legt, dessen sie fähig ist. Mit sich und der Welt vorerst zufrieden, zieht sie sich in ihr Gemach zurück, um sich ihrer Mittagsmigräne hingeben zu können. Zuvor aber informiert sie Gregor über das jetzige Aussehen der Diebe und schickt ihn aus, nach dem Verbleib des Goldschatzes zu forschen. Ihr werdet sehen, ich werde meine Fehler wieder gut machen, Herrin. Das will ich in deinem Interesse für dich hoffen. Und nun geh, sonst ist der Markt verlaufen. Und vergiss nicht, die Türe zuzumachen. Bei diesem Tölpel kann man nie wissen. Inzwischen haben der Hyänenspion und seine beiden Spießgesellen schon ein gutes Stück Weg zwischen sich und der Burg der Herrin des Nebelwaldes gebracht. Man ist guter Dinge und freut sich diebisch über den Erfolg des gemeinsamen Unternehmens. Ich muss gestehen, dass ich anfangs gar nicht glauben konnte, dass in so einer verlassenen Gegend überhaupt irgendein Mensch wohnt. Aber dann gleich noch so eine Schatzkammer. Oh, das war den Schweiß wert, den wir vergossen haben, als wir die Handwerker gespielt haben. So hart habe ich seit Jahren nicht mehr gearbeitet. Und das fast 2 Stunden lang. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauern würde, bis dieser bucklige Diener umfällt. Obwohl wir ihn ganz schön abgefüllt haben. Abwechselnd Wein und Schnaps. Doch nur vom Besten. So wie ich immer sage, meine Freunde, bei allem, was du tust, war den Stil. Schlimm genug ist der Verlust des Goldes für diese armen Leute. Lasst sie sich mit dem Fusel trösten. Uns erfreuen an unserer leichten Beute. Doch sollten wir nun unverzüglich weiterreiten. In ein paar Tagen erst sind wir in Sicherheit. Wer weiß, was diese Meisterin der Hexenkunst noch hält bereit. Bereithält? Ich meine, aber was ist das? Was machen denn diese 2 Schweine anstelle meiner Freunde auf den Pferden? Da staunt der Hyänenspion nicht schlecht, als sich vor seinen Augen diese beiden Tagediebe in 2 rosige, schlachtreife Schweine verwandeln. Auch an sich selbst spürt er eine Verwandlung. Doch braucht es einige Zeit, bis er das ganze Ausmaß dieser Verwandlung seines Körpers erkennt. Ich fühle mich verwandelt. Meine Haut ist wieder glatt, ganz ohne Fell. Und meine Stimme klingt wie in längst vergangenen Tagen. Sollte das etwa? Nein, ich kann es nicht glauben. Wenn das die Strafe dieser Zauberin ist und sie uns in Schweine verwandeln wollte, dann ist ihr diese Lektion aber tüchtig daneben gegangen. Oh, ich Schoßkind des Glücks. Nicht nur, dass ich mein früheres Aussehen wieder habe, nein, sie war mir auch noch dabei behilflich, diese beiden lästigen Mitwisser loszuwerden. Es macht doch einen erheblichen Unterschied, ob man einen Schatz durch 3 oder überhaupt nicht teilen muss. Ich denke, dass ich diese Schweine erst einmal von den Pferden herunternehmen muss, sonst gehen sie mir noch durch. Wenn ich es so recht bedenke, wird die Beute immer größer. Für die beiden Schweine und die Pferde erhalte ich in der nächsten Stadt bestimmt einen stolzen Preis. Oh, ich bin ein Glückspilz. So ist es dem Hyänenspion ohne sein Zutun gelungen, sich von dem Fluch des schwarzen Magiers Xavros zu befreien, der ihn eigentlich dazu verurteilt hatte, für den Rest seines Lebens mit dem Kopf einer Hyäne herumzuspazieren. Sein Äußeres hat sich nun offensichtlich verändert, in seinem Innern scheint er jedoch der Alte geblieben zu sein. Kaum ist er in der nächsten Stadt angekommen, verkauft er sogleich die Pferde an den Schmied des Ortes, und die beiden Schweine landen im Maststall des Gastwirtes, um dort mit gemischten Gefühlen das nächste Schlachtfest abzuwarten. Ein neues Gesicht, eine neue Stimme, ein neuer Mann.
Dazu gehört auch ein neuer Name. Was hätten wir denn gerne? Am besten noch mit einem Titel. So von und zu irgendwas. Ja, so ein Grafentitel macht sich immer gut. Wolf von den Linden oder Wolfram von den 3 Eichen oder... Verzeiht, Herr, wenn ich euch so in euren Gedanken störe, aber ich habe gehört, in so einer kleinen Stadt spricht sich das schnell herum, dass ihr hier eine Weile bleiben wollt. Ich bin der Wirt des Gasthofs hier am Ort, das erste Haus am Platze, wie ich wohl ohne Übertreibung sagen darf. Wenn ihr also eine euch angemessene Unterkunft sucht, seid ihr bei mir genau richtig, Herr... Man nennt mich den Hyänen. Wölfchen von der Birke. Ich meine, mein Name ist Wolf von der Linde. Ich bin hier, um ein paar für mich wichtige Geschäfte abzuwickeln, und in der Tat suche ich einen Ort, an dem ich mein müdes Haupt niederlegen kann. Nun denn, zögert nicht und folgt mir in mein Haus. Es ist nicht weit von hier. Vielleicht darf ich euch mit dem Gepäck behilflich sein? Hände weg! Die Säcke und das Übrige nehme ich allein. Ich wollte euch nur behilflich sein. Diese Hilfe kenne ich nur zu gut. Nachdem sich der Hyänenspion, alias Wolf von der Linde, im Gasthaus häuslich niedergelassen hat, beginnt man sich im Ort für ihn zu interessieren. Ganz besonders der Großgrundbesitzer Stromberg, der für seine Tochter einen Bräutigam und für sich einen reichen Schwiegersohn sucht, lädt den attraktiven Junggesellen sogleich zu einer seiner sich großer Beliebtheit erfreuenden Nachmittagsteegesellschaften ein. Es ist in der Zwischenzeit allgemein bekannt geworden, dass der hübsche, gut aussehende Mann über scheinbar unbegrenzte Geldmittel verfügt, die er auch gewillt ist, großzügig auszugeben. Lieber Wolf, ich freue mich, dass wir nun endlich diese Förmlichkeiten beiseite lassen können und ich dich mit deinem Vornamen anreden darf. Wenn auch die Zeit der Brautwerbung unangemessen kurz war, ist es dennoch für mich ein Tag des Glücks, dass du um die Hand meiner Tochter Lisette angehalten hast. Nun, ich will eurem Wunsch nicht entgegenstehen. Noch dazu, wo meine Tochter sich Hals über Kopf in dich verliebt zu haben scheint. Mein Segen habt ihr. Doch nun noch zu einer kleinen Formalität, so will ich es einmal nennen. Ohne Zweifel verfügst du über große Mengen Geldes. Aber mir als dem zukünftigen Schwiegervater ist es vielleicht erlaubt, nach dem genauen Umfang deiner Güter und finanziellen Mittel zu fragen. Verehrter Schwiegervater, lass mich dazu eine Geschichte aus meinem bewegten Leben erzählen. Vor nicht allzu langer Zeit kam ich auf einer meiner Geschäftsreisen durch ein Tal, in dem ein wunderschönes und, nachdem ich die Geschäftsbücher geprüft hatte, auch gewinnbringendes Sägewerk stand. Ich trat mit dem Meister, der dieses Sägewerk verwaltet, in Verhandlungen über den Preis. Da er selbst zu keiner Entscheidung über einen eventuellen Verkauf befugt war, sagte er mir, dass er mit dem Besitzer erst Rücksprache halten müsse. Ja, es stellte sich heraus, dass dieser Besitzer ein überaus zäher Verhandlungspartner war. Und nach wochenlangen Verhandlungen und als ich der lästigen Schreiberei überdrüssig geworden war, entschloss ich mich, diesem Herrn einen persönlichen Besuch abzustatten. Lieber Schwiegervater, du kannst dir mein Erstaunen vorstellen, als ich feststellen musste, dass dieser hartgesottene Verhandlungspartner niemand anderes war als mein eigenes Verwaltungsbüro, das in meiner Abwesenheit sich streng an meine Vorschriften hielt. Ich war also schon Besitzer des Sägewerks. Nun, man kann nicht alle seine Besitztümer persönlich kennen, nicht wahr? Nun, du wirst es ja aus eigener Erfahrung kennen, Schwiegervater. Natürlich. Natürlich, mein Junge, natürlich. Köstlich. Köstlich, diese Geschichte. Ja. Und sie beweist noch obendrein, dass man sich auf sein Personal verlassen kann, wenn man auf eine längere Geschäftsreise geht. Ein beruhigendes Gefühl. Doch widerstrebt es mir, ständig von mir zu reden. Lieber Schwiegervater, seid nicht so bescheiden und zeigt mir doch ein wenig von eurem Besitz. Oh, nichts lieber als das. Womit wollen wir beginnen? Vielleicht mit der Pferdezucht oder der Gemäldegalerie oder vielleicht dem Familienschmuck?
Wenn es dir nichts ausmacht, vielleicht doch den Familienschmuck zuerst. Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Lassen wir nun die Reichen dieser, oder besser gesagt jener anderen Welt, in der sich unsere Freunde Feuermähne und der Elfenkobold Queck befinden, unter sich allein zurück und halten Ausschau, wo sich unsere Abenteurer befinden. Und siehe da, nicht allzu weit von jenem Ort, in dem Wolf von der Linde sein doppeltes Spiel spielt, um genauer zu sein, nur eine Talsenke weiter, finden wir unsere beiden Freunde friedlich beim Angeln. So langsam wird's aber Zeit, dass da mal einer anbeißt. Sonst vertreibt das Knurren meines Magens noch alle Fische. Ach, das ist ein Magen. Ich dachte schon, wir seien von einem Rudel hungriger Wölfe umzingelt. Gestern Abend gab's nichts. Das Frühstück ist heute Morgen ausgefallen und zur Mittagszeit alberne Sprüche. Davon kann sich kein Mensch, geschweige denn Queck der Elfenkobold, ernähren. Dann sei doch ruhig und maul nicht in der Gegend herum. Erst der Magen und nun das Gekeife. Da darfst du dich nicht wundern, wenn keiner anbeißt. Ruhe ist gut. Was ist denn das für ein Lärm, Feuermähne? Das hört sich ganz nach einem Wagen mit Pferden. Donnerwetter, der Kutscher hat aber einen Zahn drauf. Der kriegt ja kaum mehr die Kurve. Schau mal, wer da auf dem Kutschbock sitzt. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Gregor. Der bucklige Diener der Herrin des Nebelwaldes. Richtig, Queck. Und wie es aussieht, hat er einen besonders wichtigen Auftrag zu erfüllen. Du, mit dem Fischen wird das nach diesem Lärm sowieso nichts mehr. Lass uns doch mal dem Wagen nachgehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da, wo dieser Gregor hinfährt, vielleicht etwas interessanter ist, als an einem Ufer zu angeln, von dem alle Fische vertrieben worden sind. Also geht's wieder los. Und mit leerem Magen natürlich. Nach mehrstündigem Fußmarsch erreichen unsere beiden Freunde eine Stadt, in der man sich augenscheinlich für ein größeres Ereignis vorbereitet. Die Straßen werden gefegt, Häuserfassaden neu gestrichen und auch an farbenfrohen Girlanden über dem Stadttor fehlt es nicht. Die Bewohner sind völlig aus dem Häuschen. Von allen Seiten erfahren Feuermähne und Queck von dem bevorstehenden großen Ereignis, der Heirat der schönsten und reichsten Tochter der Stadt mit einem ebenfalls schwerreichen, gut aussehenden Junggesellen, der sich überraschenderweise plötzlich eingefunden und in dieser Stadt niedergelassen habe. Aus nah und fern haben sich Bekannte und Verwandte der Familie Stromberg in der Stadt eingefunden und alle Vorbereitungen seien in vollem Gange, da die Hochzeit schon morgen stattfinden soll. Na, hoffentlich gibt's da im Gasthaus noch ein Zimmer für uns. Wenn so viele Leute hier zur Hochzeit sind, wird's da vielleicht ein wenig eng werden. Wenn für Gregor Platz war, dann ist bestimmt auch noch für uns ein Eckchen frei. Tatsächlich, da steht eine Kutsche. Meinst du, dass das Gregors Kutsche ist? Ein Vierspänner, an den anstelle von 4 Pferden 4 Maultiere vorgespannt sind, sieht man nicht alle Tage. Das musst du doch zugeben, oder nicht? Da steckt doch irgendwas dahinter, wenn die Herren des Nebelwaldes ihren Diener mit 4 Mauleseln ausfahren lässt. Jedenfalls habe ich noch nie von Mauleseln gehört, die so ein Tempo vorlegen können. Da handelt es sich bestimmt wieder um Zauberei. Wir können ja mal fragen gehen. Er scheint nicht weit zu sein. Hungrig und müde sind wir auch, also nichts wie rein ins Gasthaus. Na, das ist doch die erste vernünftige Idee, die du heute hattest. Etwas zu essen, die Herren? Darf ich das köstliche Hirschgulasch empfehlen? Oder vielleicht etwas Ochse am Spieß? Von allem etwas. Und nicht so kleine Portionen, bitte. Nun mal langsam, Queck. Was mich noch interessieren würde, Herr Wirt, wäre diese merkwürdige Kutsche, die da neben dem Haus steht. Die Kutsche? Ja, da haben wir uns auch schon krumm und dumm gelacht. Ein herrlicher Spaß. Eine solche Kutsche und dann 4 Maultiere vorgebunden. So was sieht man nicht alle Tage. Ist der Kutscher bei Ihnen eingekehrt? Ich kann ihn nirgendwo sehen. Sicher, er ist in meinem Haus. Er hat sich aber kaum, dass er etwas gegessen hatte, sofort auf sein Zimmer zurückgezogen. War ihm wohl ein wenig peinlich, die Sache mit den Eseln vor der Kutsche. Eine seltsame Erscheinung. So, nun lassen Sie sich aber nicht mehr aufhalten und bringen Sie uns das Gulasch und all die anderen Köstlichkeiten. Psst, Queck. Hörst du, was ich höre? Das ist die Kutsche. Nichts wie los. Gregor macht sich dünn. Bis sich unsere Freunde durch das überfüllte Gasthaus gekämpft haben und endlich auf der Straße sind, sehen sie die Kutsche, die sich in rasantem Tempo entfernt, in der winkligen Gasse verschwinden. Zu spät. Er
Er muss den Gasthof durch den Hinterausgang verlassen haben. Lass uns zurück ins Gasthaus gehen. Vielleicht finden wir in seinem Zimmer einen Anhaltspunkt. Was sagt ihr da? Der Bucklige hat sich auf und davon gemacht? Der hat noch nicht mal seine Rechnung bezahlt. Unerhört! Da nun ein Zimmer frei geworden ist und wir für heute Nacht auch eine Bleibe suchen, würden wir das Zimmer gern übernehmen. Kommt mit nach oben. Diesmal aber die Bezahlung im Voraus. Ist das bestellte Gulasch schon fertig? Komm mit, Queck. Das Essen wird schon nicht kalt. Typisch. Es nimmt wieder mal kein Ende. Was ist denn das? Die Tür zum Fürstenzimmer, das Herr Wolf von der Linde bewohnt, steht ja auf. Ich habe Herrn von der Linde gar nicht gehen sehen. Merkwürdig. Herr von der Linde? Entschuldigen Sie die Störung, aber wieso steht Ihre Tür? Herr von der Linde? Ja, was ist denn da passiert? Da hat eindeutig ein Kampf stattgefunden. Mein Fürstenzimmer. Da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Ob Gregor etwas damit zu tun hat? Wir sollten in Gregors Zimmer nachsehen. Na, der ist doch über alle Berge. Aber nicht allein. So wie das hier aussieht, hat er sich den Herrn von der Linde mit unter den Arm genommen. Du meinst, er ist entführt worden? Was faselt ihr da? Eine Entführung? In meinem Hause? Unmöglich. Aber wenn ich es so bedenke, könntest du recht haben. Ein Herr von der Linde benützt nicht den Hinterausgang, wenn er nicht dazu gezwungen worden ist. Ich muss sofort Herrn Stromberg davon benachrichtigen. Wir müssen etwas unternehmen. Na, das kann dauern, bis da mal was passiert. Komm, Queck, lass uns mal schauen, ob wir irgendwo in der Stadt Pferde organisieren können. Beim Schmied habe ich ein paar Pferde in der Kuppel stehen sehen. Dann nimm die Beine in die Hand. Da die Zeit drängt, können sich Feuermähne und Queck nicht auf lange Verhandlungen über den Mietpreis für die beiden Pferde einlassen. In gestrecktem Galopp nehmen unsere Freunde die Verfolgung auf. Ich kann den Schmied immer noch schreien hören. Das war ganz schön knapp. Fast hätte er uns erwischt. Fast, eben nur fast. Wenn es uns gelingt, diesen Herrn von der Linde zu befreien, zeigt er bestimmt mehr Verständnis für unseren Diebstahl als im Moment. Was da wohl hinter der ganzen Sache steckt? Es ist schon sehr seltsam, dass sich die Herren des Nebelwaldes auf eine Entführung einlässt. Sie hat doch ganz andere Mittel zur Verfügung. Vielleicht arbeitet Gregor diesmal auf eigene Rechnung. Wir werden es herausfinden. Unsere beiden Freunde können es sich nicht leisten, ihre Pferde zu schonen. Die tiefen Spuren, die die Wagenräder der Kutsche in dem lehmigen Boden hinterlassen, machen es den beiden leicht, Gregor zu verfolgen, und nach verhältnismäßig kurzer Zeit gelingt es auch, Gregor einzuholen. Da vorn steht die Kutsche. Der scheint vom Weg abgekommen zu sein und mit den Rädern festzustecken. Da haben wir aber Glück gehabt. Bei dem Tempo, das der Bursche drauf hatte, ist das ja auch kein Wunder. Dann lass uns mal guten Tag sagen. Als sich unsere beiden Freunde der Kutsche vorsichtig nähern, hören sie, wie Gregor verzweifelt versucht, die völlig erschöpften Maulesel anzutreiben. Hey, nun macht schon der Mündenbiester! Vorwärts! Eile mit Weile, lieber Gregor. Du erinnerst dich doch sicher noch an uns. Nett, dich mal wieder zu sehen. So eine alte Freundschaft muss man pflegen. Sieht aber gar nicht so aus, als ob du dich freuen würdest, uns zu sehen. Im Gegenteil, die Herren. Ihr kommt mir mehr als gelegen. Wie ihr sicher sehen könnt, kann ich mich aus eigener Kraft nicht befreien. Ich war einen Moment unachtsam und kam so vom Wege ab. Nun stecken die Räder fest im weichen Waldboden und meine Mulis sind am Ende ihrer Kräfte. Nun mach erst mal die Tür zu dieser Kutsche auf. Bevor wir dir helfen, würden wir gern mal einen Blick ins Innere werfen. Ich sehe schon, ihr seid im Bilde. Nun gut, ich gebe auf. Aber helft mir erst, die Kutsche aus dem Dreck zu ziehen, dann werde ich euch die ganze Sache erklären. Nichts da, die Tür wird sofort aufgemacht. Na, wenn's denn sein muss. Eine merkwürdige Art, einen Fahrgast zu transportieren. So gefesselt und geknebelt kann er doch die schöne Landschaft gar nicht genießen. Dann wollen wir den Herrn mal von seinen Fesseln befreien. Das war Rettung in letzter Sekunde. Wer weiß, was mir dieser Verbrecher sonst angetan hätte. Ja, vorerst wahrscheinlich gar nichts. Aber ein saftiges Lösegeld hätte er bestimmt für euch verlangt. Nun erholt euch erst einmal von den Strapazen. In der Zwischenzeit ziehen wir die Kutsche wieder aus dem Schlamm. Ich denke, es ist das Beste, wenn wir unsere Pferde mit vor die Kutsche spannen. Queck,
setz dich mit hoch zu Gregor auf den Kutschbock und pass auf, dass er uns keine Dummheiten macht. Nachdem die beiden Pferde zu den Mulis mit vor die Kutsche gespannt sind und Queck auf dem Kutschbock Platz genommen hat, gelingt es mit gemeinsamer Anstrengung, den Wagen wieder auf festen Untergrund zu ziehen. Kaum aber, dass die Kutsche wieder auf der Straße steht, befördert Gregor Queck mit einem festen Stoß von der Kutsche, so dass er recht unsanft im Straßengraben landet. Lass sie beiden! Ehe sich unsere beiden Freunde versehen, ist der Wagen auch schon um die nächste Wegbiegung verschwunden. Da haben wir uns aber ganz schön übertölpeln lassen. Mir tun alle Knochen weh, wenn ich den zu fassen kriege. Oh. Es sieht nicht so aus, als ob wir den in nächster Zeit wieder zu Gesicht bekommen. Queck, ist dir aufgefallen, dass er die Pferde beim Namen genannt hat? Nein, zu der Zeit war ich gerade beim Knochen sortieren. Bist du dir sicher, dass er die Pferde gekannt hat? Ich war zwar genauso überrascht wie du, aber das habe ich noch mitbekommen. Das hätte ich dem buckligen Alten jedenfalls nie zugetraut, dass der uns so aufs Kreuz legt. Immerhin ist es uns gelungen, seinen Gefangenen zu befreien. Meine Freiheit habe ich zwar wieder, und ich bin euch auch sehr dankbar dafür, doch mein gesamtes Vermögen war ebenfalls in der Kutsche. Wenn es mir nicht gelingt, das Geld wieder zu bekommen, bin ich ruiniert. Nun seid froh, dass ihr mit heiler Haut dem Entführer entkommen seid. Geld kann man wieder verdienen. Wir sollten uns auf einen langen Fußmarsch zurück in die Stadt gefasst machen. Ohne Pferde werden wir wohl oder übel die ganze Nacht durchmarschieren müssen. Ich darf gar nicht an das schon bereits bestellte Gulasch denken. Mir wird vor Hunger schon ganz schwindlig. Für heute werden Kräuter und Beeren des Waldes herhalten müssen. Die sollen ja auch ganz nahrhaft sein. Na denn Mahlzeit. Ahnungslos, dass ein guter alter Bekannter mit ihnen unterwegs ist, marschieren Feuermähne und Queck mit Wolf von der Linde durch die rabenschwarze Nacht zurück zur Stadt. Unterbrochen wird die Stille des Waldes jedoch immer wieder vom lauten Gejammere des Herrn von der Linde. Oh, weh mir, ich bin ein armer Mann geworden. All die Mühe und das Plagen umsonst. Ich kann meiner Braut nicht mehr unter die Augen treten. Ich verstehe ja, dass das alles recht unangenehm für sie ist. Aber vielleicht heiratet sie ihre Braut auch ohne den ganzen Mammon. Gold ist ja schließlich nicht alles auf der Welt. Gold ist ein ganz besonderes Metall. Dieser Spruch scheint in Vakanien aber sehr beliebt zu sein. Tja, der kommt mir auch sehr bekannt vor. Den habe ich ganz gewiss nicht erfunden. Jetzt hätte ich mich fast verraten. Ich muss mich zusammennehmen. Das würde mir gerade noch fehlen, wenn diese beiden herausfinden würden, wer ich wirklich bin. Es wäre aber doch jammerschade um das Gold. Ja, die dunkelste Stunde ist immer kurz vor Morgengrauen. Doch auch so eine Nacht findet ihr Ende. Und als die Sonne vorsichtig ihre ersten Strahlen über das Land schickt, sehen die drei völlig erschöpften Nachtwanderer ihr Ziel im Licht des neuen Tages vor sich liegen. Ganz so erfolgreich, wie sich unsere Freunde ihre geplante Aktion vorgestellt haben, ist diese nicht verlaufen. Zwar haben sie dem Entführer sein Opfer abgejagt, sein Hab und Gut und ganz besonders die beiden Pferde, die sich Feuermähne und Queck nur ausgeliehen hatten, scheinen jedoch verloren. Ein paar Täler weiter ist die Stimmung aber bereits wieder auf dem Höhepunkt. Das nenne ich gute Nachrichten zum Frühstück. Das Gold ist wieder in der Schatzkammer und die Pferde im Stall. Dass dir diese beiden Strolche den Hyänenspion abgejagt haben, ist kein Schade. Ich bin froh, wenn ich ihn nicht mehr sehe. Dass allerdings mein Zauber bewirkt hat, dass er wieder jung und hübsch aussieht, das war nun wirklich nicht geplant. Aber eigentlich hätte ich mitdenken können, dass ein bereits verzaubertes Wesen durch diesen Zauber wieder in sein ursprüngliches Aussehen zurückverwandelt wird. Und wenn ihr nun einfach euren Zauberspruch zurücknehmt, Herrin? Nichts leichter als das? Genau das wird geschehen. Wir wollen doch nicht, dass er für seine üblen Taten auch noch belohnt wird. Rasch ans Werk! Doch wird es noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis das Zauberbuch in der umfangreichen Bibliothek gefunden ist und alle die Vorbereitungen getroffen sind, um den Zauberspruch wieder rückgängig zu machen. Derweilen ist die Freude und der Jubel der Bürger für unsere drei Heimkehrer dermaßen überschwänglich, dass selbst der Schmied seinen beiden Pferden für den Augenblick zumindest nicht nachtrauert.
haben es unsere beiden Freunde doch möglich gemacht, dass die Traumhochzeit des Jahres, wenn nicht des Jahrzehnts, doch noch zum festgesetzten Termin stattfinden kann. Willkommen, Herr von der Linde. Ihr Zimmer ist bereits wieder in Ordnung gebracht, ein heißes Bad bereits eingelassen. Fühlen Sie sich in meinem Gasthof wie zu Hause. Ich bedauere zutiefst diesen unerhörten Vorfall und hoffe, dass er mein Haus in Ihren Augen nicht in einem allzu schlechten Licht erscheinen lässt. Was könnt ihr dafür, dass die Gier nach Gold die Menschen verblendet? Ich danke euch für eure Fürsorge. Ihr seht, ich brauche etwas Zeit, den Leuten hier zu erklären, dass ich kein Geld mehr habe. Vielleicht ist es euch möglich, darüber Stillschweigen zu bewahren. Ihr würdet mir vorerst einen großen Gefallen damit tun. Ich muss meinen zukünftigen Schwiegervater erst schonend darauf vorbereiten. Lieber Herr von der Linde, wir mischen uns grundsätzlich nicht in Privatangelegenheiten. Sie werden schon wissen, wie und wann Sie Ihre Geldangelegenheiten regeln. Ich denke, wir frühstücken jetzt erst einmal und legen uns dann für eine Weile aufs Ohr. Spätestens morgen früh ziehen wir dann weiter. Sehr gute Idee. Herr Wirt, wie sieht's aus? Gibt's auch Gulasch zum Frühstück? So nehmen unsere Freunde in der Gaststube ihr wohlverdientes Frühstück ein. Herr Wolf von der Linde zieht sich auf sein Zimmer zurück, um in Ruhe über seine Zukunft nachzudenken. Wenn es mir gelingen würde, es bis nach meiner Hochzeit zu verheimlichen, dass ich pleite bin, wäre ich aus dem Schneider. Diesen beiden Narren scheint es jedenfalls völlig egal zu sein, ob ich weiterhin die Rolle des reichen Mannes spiele oder nicht. So ganz kann ich diese Zurückhaltung nicht verstehen. In diesem Fall muss ich ganz sicher gehen. Was geschieht mit meiner Stimme? Was ist das für ein Pelz? Der wächst auf meiner Haut. Wie trete ich ihr nur unter die Augen meiner schönen jungen Braut? So wird's nun jedem offenbar. Alles ist so, wie es früher war. Eine Treppe tiefer in der Gaststube sitzen Feuermähne und Queck von alledem nichts ahnend beim Frühstück. Jetzt, nachdem ich mich etwas gestärkt habe, will ich mir doch lieber die Hochzeit anschauen, als ins Bett zu gehen. Genau das habe ich auch vor. Aber du hast mir doch gesagt, dass du dich erstmal ausschlafen willst. Ich habe eben auch gut gefrühstückt. Was ist los? Das kenne ich doch. Wenn du so redest, führst du immer etwas im Schilde. Schau mal, Queck. Da taucht also wie aus heiterem Himmel ein reicher, bildhübscher junger Mann auf, von dem vorher noch nie jemand was gehört hat. Kurz darauf taucht dieser Gregor hier auf und entführt diesen Mann, obwohl wir wissen, dass seine Herrin solche Dinge wie Entführung gar nicht nötig hätte, wenn dann nicht ein ganz besonderer Grund vorliegt. Und dann kennt dieser Gregor auch noch die Namen der Pferde, die wir uns hier im Ort ausleihen. Stimmt, so ganz normal ist das sicher nicht. So, und das ist aber noch nicht alles. Na, was gibt's denn noch? Als wir vorhin beim Schmied vorbeikamen und er mich gefragt hat, wo denn die Pferde geblieben sind, habe ich ihn gefragt, wo er denn diese Pferde gekauft hat. So, und jetzt darfst du dreimal raten, von wem er sie gekauft hat. Na, von Gregor natürlich. Unsinn. Na, dann eben von, Ach, sag schon von wem. Der Verkäufer war Wolf von der Linde. Und dazu sage ich nur noch, Gold ist ein ganz besonderes Metall. Jetzt schlägt's aber 13. Du meinst, dieser Wolf von der Linde ist der Hyänenspion? Da hat er aber eine tolle Maske auf. Das ist keine Maske. Es muss ihm irgendwie geglückt sein, sein früheres Aussehen zurückbekommen zu haben. Wäre möglich. Das würde jedenfalls alles erklären. Etwa nicht? Klar erklärt das alles. Er hat die Pferde und das Gold von der Herrin des Nebelwaldes. Wie er das wieder geschafft hat. Mit so einem Messer ist er auf uns losgegangen. Wenn ich euch sage... Zu Wurst wollte er uns verarbeiten. Da habe ich ihm eins auf die Nase gegeben. Das hätte doch jeder gemacht, oder nicht? Eben waren es noch Schweine. Leute, ihr kennt mich doch. Ihr wisst doch, dass ich nur Tiere verwurste. Also mir ist das alles völlig unerklärlich. Mich interessiert nur, wo dieser reiche Laffe wohnt, der uns das alles eingebrockt hat. Er wohnt doch hier in diesem Gasthof. Oder etwa nicht? Wenn ihr den Herrn von der Linde meint, der hat das Fürstenzimmer. Das passt zu ihm. Wir sitzen im Schweinestall und der Herr lässt sich's gut gehen. Na, warte, Bürschchen.
Jetzt ist Schluss mit dem Dolce Vita. Da ist ja ganz schön was los hier. Jetzt wird's wirklich interessant. Es scheint sich auf einmal alles aufzuklären. Ich denke, wenn wir mehr erfahren wollen, sollten wir ebenfalls nach oben gehen. Wie heißt es so schön? Nach dem Essen sollst du laufen oder auch ein wenig raufen? Das klingt aber sehr frei nach Queck. Inzwischen sind die beiden Komplizen des Hyänenspions vor dessen Tür zum Fürstenzimmer angekommen. Hier ist der Zimmerkellner. Ich bringe eine Flasche Schaumwein für den Bräutigam. Stell das Getränk nur draußen ab. Ich bin gerade beim Rasieren. Denn bis zur Hochzeit wird die Zeit mir knapp. Sehr wohl, der Herr. Ich stelle es hier vor eurer Tür ab. Wir warten hier, bis er die Türe öffnet, und dann Gnade ihm. Ein Fläschchen Wein? Wer war da wohl so aufmerksam? Nun, einen Schluck kann ich gebrauchen, egal woher es kam. Vorsichtig öffnet der Hyänenspion die Tür zum Flur. Kaum hat er jedoch die Türklinke nach unten gedrückt, da stürmen auch schon die beiden Unholde in sein Zimmer. Ihre Wut kennt verständlicherweise keine Grenzen. Haben sie es doch dem Hyänenspion zu verdanken, dass sie fast zu Wurst verarbeitet worden wären. Ich glaube, Queck, jetzt wird es Zeit. Na denn, auf in den Kampf. Bei meiner roten Haarepracht. Stock, gib mir deine Zaubermacht. Durch Melots Zauberspruch verwandelt sich der alte, unscheinbare Stock, der an Feuermähnes Gürtel hängt, in das weißmagische Kampfschwert Hiebestahl. Außerdem verfügt Feuermähne auch noch über die Kraft von 12 ausgewachsenen Männern. Dies und Quecks Zauberbola machen es unseren beiden Freunden leicht, die beiden Strolche mühelos zu vertreiben. Als die Luft wieder rein ist, kümmert man sich um den Hyänenspion. Das wird aber eine dicke Beule geben. Wenn das alles ist, hat er noch mal Glück gehabt. Die Abreibung hat er sich jedenfalls gründlich verdient. Oh, meine Freunde, schön euch hier zu sehen. Ihr werdet es gewiss verstehen, dass ich euch aufrecht nicht begrüßen kann. Denn vor euch liegt ein geschlagener Mann. Ach, wie gewonnen, so zerronnen. Dabei hat alles so gut begonnen. Ja, mit einem Diebstahl auf der Burg der Herrin des Nebelwaldes. Oder täusche ich mich da etwa? Betrug ist solch ein hartes Wort. Ich verspreche euch, alles zu berichten. Doch bringt mich zuerst von hier fort. Nichts da, Hyänenspion. Zuerst will ich von dir wissen, was sich hier abgespielt hat. Was bleibt dem Hyänenspion anderes übrig, als zu beichten? Und so bestätigt er im Laufe seiner Erzählung Feuermähnes Vermutungen. Kaum, dass er mit seiner Geschichte am Ende ist, klopft es auch schon an die Tür. Der Brautvater. Hallo, der Brautvater möchte seinen Schwiegersohn zur Trauung abholen. Macht rasch auf. Es ist höchste Zeit. Die Hochzeitsgäste und die Braut warten schon. Was ist los? Ist etwas nicht in Ordnung? Der Wirt hat einen reichlich verstörten Eindruck gemacht. Aus dem war kein Wort herauszubekommen. Nun mach doch jetzt endlich die Tür auf. Immer hereinspaziert. Der Bräutigam wartet schon. Oh, Verzeihung. Habe ich mich etwa in der Tür geirrt? Nein, nein, Sie sind hier goldrichtig. Wir sind gute alte Bekannte von Herrn von der Linde und haben nur noch ein wenig Polterabend mit ihm veranstaltet. Polterabend, am frühen Morgen. Was ist denn das für ein merkwürdiger Bursche? Na, wer schon? Der Bräutigam natürlich. Was? Wollt ihr mich verulken? Keineswegs. Also, was soll das Ganze? Ich bestehe auf einer Erklärung. So erzählt Feuermähne Herrn Stromberg, was es mit der plötzlichen Verwandlung des Hyänenspions auf sich hat. Während der Geschichte verfärbt sich das Gesicht Strombergs von blau-grün bis violett. Der besorgte Vater steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Es ist ungeheuerlich. Mein Ansehen in der Stadt ist zerstört. Das Herz meiner Tochter gebrochen. Wie bringe ich das nur den Hochzeitsgästen bei? Oh, du elender Betrüger, die ganze Kraft des Gesetzes wird dich treffen. Wenn Ihre Tochter den Hyänenspion so sehr liebt, steht doch nichts im Wege, dass Sie trotzdem heiraten.
Sein Aussehen ist schon schlimm genug. Aber dass er ein Habenichts ist und nur auf mein Geld aus ist, das ist zu viel. Einen Mitgiftjäger wird meine Tochter bestimmt nicht zum Mann haben wollen. Da fängt man sich doch an zu fragen, wer da eigentlich der Mitgiftjäger war. Wie meinst du das? Nehmen Sie das, wie Sie es wollen. Die einzige Art, wie Sie jedenfalls einigermaßen elegant aus dieser Geschichte herauskommen, ist die, dass wir alle darüber schweigen. Ja, du bist wohl nicht recht gescheit. Denken Sie in Ruhe darüber nach, Herr Stromberg. Wenn Sie jetzt aus dem Haus gehen und Anweisung geben, dass 3 Pferde zur Rückseite des Hauses gebracht werden, mit denen wir versuchen, ungesehen die Stadt zu verlassen, kommen Sie und ganz besonders Ihr Ansehen noch ganz gut dabei weg. Sie behaupten einfach, dass der Entführer noch im Besitz des Geldes von Herrn von der Linde ist und dass dieser sich entschlossen habe, nicht zu ruhen, bis er dem Verbrecher das Geld wieder abgejagt hat. Aus diesem Grunde müsste die Hochzeit verschoben werden. Für Geldprobleme haben Ihre Verwandten und Freunde bestimmt am meisten Verständnis. Nun, ich glaube, du hast recht. So bleibt mir wirklich ein großer Teil der Peinlichkeit erspart. Dabei haben Sie noch nicht einmal besonders gelogen. Und wenn Ihre Tochter in der Zwischenzeit einen anderen reichen, standesgemäßen Junggesellen heiratet, wird ihr das keiner übel nehmen. Gilt der ehemalige Bräutigam dann schon als verschollen, werden alle froh sein, dass sich diese Familienaffäre endlich von allein bereinigt hat. Das ist alles immer noch peinlich genug, aber ihr bekommt eure Pferde. Wenn ihr in einer Viertelstunde noch da seid, könnte ich meine Meinung ändern. Ich bin euch zwar dankbar, dass ihr mir die Augen geöffnet habt, aber dass dieser Halunke ungestraft entkommen kann, darüber bin ich gar nicht glücklich. Na, da gebe ich Ihnen recht. Aber wenn Sie ihn sich genau anschauen, werden Sie sehen, dass er schon eine tüchtige Abreibung weg hat. Na, die hat er sich auch redlich verdient. Also, die Pferde stehen in 5 Minuten hinter dem Haus. Oh, dieser Blamage. Dieser Blamage. Dieser Blamage. Oh, meine Freunde, dies war Rettung in höchster Not. Und dafür danke ich euch sehr. So kommt zu dieser Beule auch noch mein verwunschenes Äußeres. Und daran trage ich schwer. Wie bin ich nur gestraft? Mittellos saß ich in der Falle. So geht es immer wieder. Die Unschuld gelten alle. Du Feuermädel, lass uns schnell gehen. Wenn der so weiterredet, weigere ich mich, ihn mitzunehmen. Nehmen wir ihn lieber gleich mit. Wenn der im Gefängnis die Steinmauern in dieser Art beschwatzt, weichen selbst die entsetzt zur Seite. Na, da hast du recht. Der verkauft einem Verdurstenden in der Wüste noch ein Päckchen Sand. Selbst Stromberg kann von dem noch etwas lernen.